Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum dritten Teil der Doku-Reihe Katar, die WM der Schande. Mein Name ist Nick McGeehan. Ich war Human Rights Watch Mitarbeiter und wurde gebeten, eine Einschätzung für den FC Bayern München zu schreiben. Der Club wollte Jetzt wird's interessant. Ich bin sehr gespannt. eine Geschäftsbeziehung mit Katar eingehen. Und ich habe ihnen Hinweise geliefert, wie der FC Bayern von Katar nicht für Sportswashing ausgenutzt wird. Das wusste ich jetzt nicht, dass selbst noch unser Club hier eine Rolle spielt. Sehr gut. 22 FIFA World Cup is Katar. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also die laufen alle frei rum. The World Cup, which will simply be the best World Cup ever and the biggest show on earth. Ende 2016 kontaktiert das Bundeskanzleramt Human Rights Watch. Die Menschenrechtsorganisation soll eine Einschätzung abgeben. Es geht um Deutschlands bekanntesten Fußballclub, den FC Bayern München. Dessen Verantwortliche planen die Zusammenarbeit mit der katarischen Fluglinie Qatar Airways. Braucht der FC Bayern die Absolution? Die Warnungen an den Verein waren sehr deutlich. Wenn der FC Bayern nicht Teil einer Imagekampagne für Katar werden wollte, dann sollte der Club veröffentlichen, was er in Bezug auf Arbeitsreformen von Katar erwartet. Und vor allem sollte der FC Bayern vor Ort Prüfungen durchführen. Vom Hotel, in dem sie übernachten, die Organisation, die sie sponsert, den Platz, auf dem sie trainieren. Was passiert vor Ort? Sind Sie mit der Situation der Menschenrechte zufrieden? Sind Sie mit den Maßnahmen einverstanden? Und wenn nicht, dann müssen Sie Veränderung fordern. Das wäre der Idealfall. Hören wir doch mal rein, ob wir irgendwie sowas mal getan haben. Trotz Warnung der Menschenrechtsorganisation wird der Vertrag mit Qatar Airways unterschrieben. Außerdem wird der Club mehrere Jahre auch vom Flughafen in Doha als Sponsor unterstützt. Mittlerweile ist der FC Bayern ein enger Partner des Emirats am Golf geworden. Seit 2011 hält der Verein seine Wintertrainingslager im Seit 2011. Alter Baby, das habe ich nie so auf dem Schirm gehabt. Was? Emirat ab. Unterbrochen durch die Pandemie. Trotz jahrelanger Kritik der eigenen aktiven Fanszene. Immer wieder verteidigen die Bayern-Bosse die. Und das wird noch nicht mal, wenn solche Spruchbänder da sind oder. Es wird noch nicht mal im Fernsehen gezeigt, ne? Das wird noch nicht mal eingeblendet. Egal, ob das Sportschau ist, ob das Sky ist, ob das The Zone ist. Fragt euch mal warum. Die Zusammenarbeit mit dem Wüstenemirat. Seitdem Bayern München Partner von Katar ist nachweislich eine Entwicklung in Sachen Menschen- und Arbeitsrechte im positiven Sinne passiert. Meiner Meinung nach grenzt das an eine Art Wahnvorstellung und zeigt eine ziemlich arrogante Haltung in Bezug auf ihre eigene Rolle. Der Verein wiederholt. Danke. Er spricht mir aus der Seele, Alter. Er spricht mir aus der Seele. Die PR-Aussagen der Kataris, dass sich Dinge entwickelt hätten und wie der Fußball dafür verantwortlich sei und dass der FC Bayern dabei eine Rolle gespielt habe. Dafür gibt es keine Beweise. Es gibt keine Beweise dafür, dass der FC Bayern irgendetwas vorangebracht hätte. Dagegen gibt es viele Hinweise dafür, dass der FC Bayern die PR-Maßnahmen Katar. Jetzt mal ganz ehrlich, was sollen wir denn auch da vorangebracht haben? Ich habe das in meinem anderen Video schon gesagt.
Meint ihr ehrlich, da geht ein Karl-Heinz Rummenigge zu irgendeinem Scheich hin und erzählt, ja hier, aber hier, wie sieht's mit euren Menschenrechten aus, dies, das? Gar nichts. Da fließen Millionen, die werden dankend angenommen, dafür hält man sich da sein Gesicht hin, setzt sich da in eine Pressekonferenz hin, erzählt, wie toll alles ist und was man nicht alles machen würde. Das ist genau das armselige Spiel, wie es die FIFA macht. Und nochmal, man muss den Olli und den Brazzo da rausnehmen. Wir haben es gerade mitgekriegt, 2011. Die beiden sind jetzt am Ruder, wa? Ob es nächstes Jahr verlängert wird oder nicht. Und wird es nächstes Jahr verlängert? Ja. Ich denke, da werde ich nicht der Einzige sein, der aus diesem Verein austreten wird. Ja. Und da muss man sich auch mal überlegen, wie weit man das noch unterstützt. Also, da sollten die Verantwortlichen sich das auch sehr gut überlegen, in meinen Augen. Unterstützt hat. Und dieses PR-Zeug ist wirklich nur zusammengebrauter Unsinn. Katar pflegt nicht nur enge Beziehungen zu Bayern München. 2013 wird die staatseigene Fluglinie auch Trikotsponsor des FC Barcelona. Wow. Wie kommt das nur, dass das ausgerechnet dieser Club ist, der am meisten Schulden auf dieser Welt hat und trotzdem, komischerweise, trotzdem noch einen Lewandowski verpflichten kann und trotzdem noch, was weiß ich, wie viel Millionen dieses Jahr ausgegeben hat? Komisch, oder? Da vielleicht einfach ein paar 100 Millionen dann aus irgendwelchen dubiosen Quellen kommen? Wer weiß, wer weiß. Aber schön, dass das hier mal gesagt wird, dass ich das nicht sage, dass ich das so sehe, sondern dass das hier mal gewisse Experten sagen, wie es auch ist, ja. Und dann sollte man sich nochmal gut überlegen, ob man einen Herrn Ott da irgendwie als, was weiß ich, einen Menschen hinstellt, der Schlechtes dem FC Bayern möchte. Weil erstens impliziert das auch, dass man mich genauso sieht. Ich möchte dem FC Bayern mit Sicherheit nichts Schlechtes. Aber man muss dann auch einfach mal das Heucheln der Vereinsführung auch mal offenlegen können, ja. Gerade wenn man den Verein liebt und für den Verein brennt, ein Leben lang, muss man nicht mit angucken, wie ein Verein ja instrumentalisiert wird dafür, so ein Land. Und kann das nicht abtun mit Worten wie, es geht nur um Sport oder ja, wir brauchen das Geld. Nein. Selbst wenn wir das Geld bräuchten, was wir nicht tun, rechtfertigt das nicht, sich dahin zu stellen und ja, zu sagen, seitdem wir da sind, hat sich das und das getan. Ja, das macht mich traurig, weil das einfach eigentlich nicht zu unserem Verein passt. Wie gesagt, wir tun so viel Gutes auch als FC Bayern. Und da passt dieses Sponsoring halt einfach null rein. Und das, ich meine, gut, die meisten Leute beschäftigen sich damit nicht. Machen wir uns nichts vor. Wie viele Leute haben sich mit der Lage in Katar beschäftigt? Wie viele Leute haben sich mit den Arbeitsbedingungen, sonst was, mit Menschenrechten in diesem Land beschäftigt zur WM? Wie viele Bayern-Fans haben sich damit beschäftigt, mit diesem Sponsoring? Man sieht ja, wie es abgetan wird teilweise, dass Herr Ott da angegangen wird, nur weil er darauf hinweist und auch sagt, wie es halt aussieht da vor Ort und dass noch nichts geändert wurde. Ja. Und dann kann es nicht sein, dass man so reagiert, wie hier auch teilweise reagiert wurde in den Kommentaren. Ich bin sehr gespannt, wie hier auf diese Videos reagiert wird. Ich hoffe, die werden nicht gestrikt, gelöscht, sodass ihr euch die hier auch angucken könnt. Und vielleicht sollte man einfach mal ein bisschen reflektieren. Ja. Und nochmal, wir sind nicht auf 20 Millionen angewiesen. Wenn wir 20 oder lass es 30 Millionen weniger im Jahr sein, ja, dann müssen wir halt einen Topspieler weniger kaufen. Punkt. Dann sitzt ein Talent mehr auf der Bank anstatt ein Topspieler. Das werden wir auch überleben. Wir sind der FC Bayern und ja, aber bevor ich jetzt hier ausufer, schauen wir mal. Den Vertrag über 3 Jahre lässt sich Katar rund 100 Millionen Euro kosten. Na okay, guck mal, da liege ich doch gar nicht schlecht. Wenn der FC Barcelona für 3 Jahre 100 Millionen gekriegt hat als gut Hauptsponsor, ja gut, dann wären es bei uns vielleicht als Trikotsponsor hier auf dem Arm
Lass es vielleicht 15 sein. Da war ich mit meinem 30 Millionen schon ein bisschen hochgestochen. Zumindest offiziell 15. Wer weiß, was da noch durch andere Kanäle fließt. Das möchte ich gar nicht beurteilen, aber dann, weiß ich nicht. Vielleicht wird es ja auch noch gesagt in der Reportage, aber dann sind es vielleicht 15 Millionen. Das ist halt noch lächerlicher, weil ich denke, man würde auch einen anderen Sponsor finden, der uns 5 zahlt. Dann hätten wir 10 Millionen Verlust. Bitte euch. Kommt mir da nicht mit irgendwelchen Argumenten, dass wir das Geld brauchen. Weil wir sind nicht der FC Barcelona, der mit 1 Milliarde verschuldet ist. Wir haben keine Schulden. Zu den Partnern gehörte auch die italienische Traditionsmannschaft AS Rom. Und Qatar Airways war im vergangenen Jahr offizieller Partner der UEFA-Europameisterschaft. Nee, wie kommt das nur? Katars Geschäftsbeziehungen, nicht nur zu Fußballclubs, sind Teil einer aufwendigen Strategie. Dank der immensen Öl- und Gasvorkommen gibt es weltweit milliardenschwere Investitionen in Wirtschaft, Kultur, Politik. Über 25 Milliarden Euro hat der katarische Staatsfonds allein in Deutschland investiert. Das Land ist zum Beispiel an Hapag-Lloyd, Siemens, der Deutschen Bank und Volkswagen beteiligt. Was verspricht sich Katar davon? Ich bin James Dorsey. Ich bin Akademiker. My name is Nick McGee. Ja, wie verkehrt ist das zu kommen? Was soll er sich schon davon versprechen? Greenwashing. Was sonst? Nicht mehr und nicht weniger. So, jetzt muss ich aber erstmal gucken, wo ich hier gerade war. Deswegen sehen wir uns gleich wieder. So, weiter geht's. Euro hat der katarische Staatsfonds allein in Deutschland investiert. Das Land ist zum Beispiel an Hapag-Lloyd, Siemens, der Deutschen Bank und Volkswagen beteiligt. Was verspricht sich Katar davon? Ich bin James Dorsey. Ich bin Akademiker und Journalist. Katars Strategie ist Teil ihrer Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Auch wenn sie es so nicht formulieren würden, Katar hat 300.000 Staatsbürger. Es ist ein sehr kleines Land, umgeben von 2 sehr mächtigen Ländern, Saudi-Arabien und Iran. Diese sind Partner und Freunde, aber gleichzeitig auch eine Bedrohung. Die Angst basiert auf dem Einmarsch Iraks in Kuwait 1990. Der Einmarsch des irakischen Diktators Saddam Hussein in Kuwait in den 90er Jahren bedeutete für Katar und die Golfregion eine neue Zeitrechnung. Katar weiß, dass sich die eigene Sicherheit vergrößert, wenn das Land für die internationale Gemeinschaft relevant ist. Sollte die Sicherheit des Landes bedroht sein, würde die internationale Gemeinschaft oder bedeutende Teile der internationalen Gemeinschaft zu Hilfe kommen. Sportveranstaltungen. Macht Sinn. Na, inwieweit das irgendwie umsetzbar wäre. Ja, ich denke, das sehen wir gerade an der Ukraine. Inwieweit man da zur Hilfe kommt. Klar, ohne jetzt in das Thema einsteigen zu wollen, hilft man da mit Waffen und mit Hilfsgütern und so weiter, aber was ich jetzt davon versprechen würde, ja, keine Ahnung, ich habe es gehört, 300.000 Menschen, kleines Land, würde so schnell fallen. Da könntest du nicht sagen, wie die Ukraine, die sich gerade so dagegen stemmt. Wir müssen mal so und so lange durchhalten, bis da Waffenlieferungen oder sonst was ankommen. Ich glaube nicht, dass das so aufgehen würde. Na klar, würden sich die anderen Länder dann auch Sanktionen und sowas einhandeln, alles gut, logisch. Aber man versteht schon den Ansatz, aber ja, ganz so auszuschließen wäre es trotzdem nicht. Ne? Veranstaltungen sind ein wichtiges Werkzeug dieser sogenannten Soft-Power-Strategie. Damit soll Katars politischer Einfluss auf regionaler und internationaler Ebene abgesichert werden. Und da hören wir wieder politischer Einfluss. Und auch hier sieht man ja ganz klar, dass man Politik und Sport nicht trennen kann. Weil wenn ein Land
ein Staat, so wie es auch in der Premier League ist, Vereine besitzt und die Vereine Greenwashing, nenne ich es jetzt mal, noch im positivsten Sinne betreiben für diese Länderstaaten, dann können wir nicht davon reden, dass es nicht politisch wird. Dann ist es politisch. Und auch wenn sich ein FC Bayern da hinsetzt und erzählt, welchen Einfluss auch der FC Bayern hat und wie sich die Rechte in den letzten Jahren da verändert haben, dann ist das Politik. Ja. Und dann ist Politik mit Sport verbunden. Und dann kann man nicht argumentieren, ja, es ist nur Sport. Und man sollte Sport nicht politisieren. Das macht keinen Sinn, ne? Den Auftakt internationaler Sportveranstaltungen macht 1993 das ATP-Tennisturnier in Doha. Hauptattraktion der Katar Open ist Boris Becker. Der Bobble. Ja, wer hätte das jetzt rückwirkend gedacht? Ne? So von wegen mit Geld und so konnte er ja nie gut. Wir werden mit offenen Armen empfangen, sag ich mal. Und ob das jetzt gestellt ist oder nicht, ist mir irgendwo auch egal. Es ist toll, es ist schön. Und, ich bin mir sicher, dass ich und einige andere Spieler auch nächstes Jahr wiederkommen werden. Für sein umfangreiches PR-Programm in Katar erhält Becker damals eine 6-stellige Summe. Ich hab's gerade noch gesagt, Alter. Ach ja, ich sag ja, ich habe ja gesagt, es ist unabhängig vom Fußball. Sport ist nur noch Geld. Es ist so traurig und Geld regiert die Welt, Alter. Das Turnier existiert bis heute. Andere große Sportveranstaltungen folgen. Etwa die Handball-WM. Mit einer Mannschaft, wo nicht ein Katari drin spielt, glaube ich. Oder gab's einen? Ich weiß es gar nicht. Ansonsten nur Franzosen und hast du nicht gesehen. Die einfach alle schnell eingebürgert wurden, beziehungsweise dann die doppelte Staatsbürgerschaft hatten. Das ist erlaubt. Eine Turn-WM. Oder die Leichtathletik-Weltmeisterschaften vor 3 Jahren in größter Hitze. Insgesamt hat Katar über 500 internationale Sportveranstaltungen ausgerichtet. Und nochmal, ich denke, daran sieht man ganz gut, dass man Sport und Politik mehr trennen kann. Ich bin Philippe Auclair, Reporter für France Football und das Josimar-Magazin. Alles ist Teil eines Prozesses, der über den Fußball hinausgeht. Es ist eigentlich Teil eines 30-jährigen Projekts, das Mitte der 2000er Jahre startete und für Katar den Weiterbestand des Landes gewährleisten soll. Dabei ganz entscheidend, es ist ein Verteidigungsprojekt. Katar will seine Sicherheit und seinen Status im Konzert der Nationen sicherstellen, indem es im Sport massiv präsent ist. Dazu dient der staatliche Entwicklungsplan National Vision 2030. Danke nochmal. Es bestätigt ja nur, was ich gerade gesagt habe, ja. Dass der Sport halt für die Politik genutzt wird. Das ist heute einfach so. Und dann kann man sich nicht hinstellen und das Gegenteil behaupten. Das funktioniert halt einfach nicht. Auch wenn die FIFA, UEFA und sonst irgendwas, politische Gesten oder sonst was im Fußball verbietet. Wir müssen uns nicht vormachen, dass im Hintergrund trotzdem es um Politik und Geld geht. Das Ziel? Katar in eine fortschrittliche Gesellschaft zu verwandeln und eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Das zentrale Instrument dafür? Die Fußball-WM 2022. Das war mit absoluter Gewissheit die teuerste Bewerbung, die es nicht nur für Fußball-Weltmeisterschaften, auch für Olympischen Spiele jemals gegeben hat in der Sportgeschichte. Es war höchstwahrscheinlich auch die raffinierteste Bewerbung. Die war im Haus des Herrschers angesiedelt. Damals war es der amtierende Emir Hamad. Also die ganze Familie, die Emir-Familie war,
war involviert, quasi der ganze Stamm der Al-Thani. In diesem Ausmaß und in dieser Konsequenz, auf dieser hohen Ebene hat es sowas nie wieder gegeben. Also das war völlig was Neues und das macht auch bis heute die Aufarbeitung schwierig. Ein Treffen des damaligen Thronfolgers und heutigen Emirs von Katar im Élysée-Palast im November 2010 spielt nicht nur bei der WM-Vergabe eine zentrale Rolle. Es wird auch den gesamten Fußball in Europa verändern und am Ende die Ermittlungsbehörden auf den Plan rufen. Dieses Treffen im Élysée-Palast ist meines Erachtens von enormer Bedeutung für die WM-Vergabe. Bei diesem Treffen ist viel passiert. Vielleicht werden wir irgendwann herausfinden, was genau passiert ist. Auf jeden Fall ist ein Ergebnis, dass der europäische Fußball teilweise ins Chaos gestürzt wurde. Ich erhielt Informationen über das Treffen wenige Tage, nachdem es stattgefunden hatte. Also vor der WM-Vergabe am 2. Dezember 2010. Ich hatte eine sehr gut informierte und absolut glaubwürdige Quelle, die mir die Vorgänge erklärte. Und diese Quelle fing sogar an, die Namen der Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees aufzuzählen, die im Anschluss für Katar stimmen würden. Ich war völlig verblüfft und konnte es gar nicht glauben. Es sind wenige Tage vor der Abstimmung über den Gastgeber der WM 2022. Die heiße Phase des Wahlkampfs. Im französischen Regierungssitz kommen der damalige Präsident Frankreichs, Sarkozy, der katarische Thronfolger Tamim Al-Thani sowie Michel Platini, zu der Zeit UEFA-Präsident und FIFA-Exekutivmitglied, für ein Mittagessen zusammen. Dem brauche ich gar nichts erst sagen, oder? Maßlos enttäuscht. Man muss die besondere Beziehung zwischen Katar und Frankreich und Katar und Nicolas Sarkozy verstehen. Nicolas Sarkozy war, sagen wir, mehr als bereit, Katar dazu zu bringen, sehr viel Geld in verschiedene Projekte in Frankreich zu investieren. Der Verdacht? Während des Mittagessens soll ein Deal ausgehandelt worden sein, im Gegenzug für die Stimme Platinis, bei der Abstimmung nur 10 Tage später. Platini, so scheint es, wurde von Sarkozy unter Druck gesetzt. Realpolitik. Es wäre besser für Frankreich, wenn die WM nach Katar ginge. Und Platini hat dann ja auch für Katar gestimmt. Es gibt Theorien, nach denen bei diesem Treffen ein Deal zustande kam. Frankreich, in Person von Platini, stimmt für Katar. Und Platini, damals UEFA-Präsident, würde weitere Wahlmänner von Katar überzeugen. Im Gegenzug würde Katar weiter in Frankreich investieren und würde Paris Saint-Germain kaufen, der Vorzeigeverein Frankreichs. Jetzt nochmal. Ich kann es nur wiederholen in dieser Folge. Super. Politik, Fußball. Ich meine, da kauft der Staat dann halt einfach mal Paris Saint-Germain und wir wissen, wie es weitergeht. Ne? Investing in France and would buy PSG. The flagship club. Der Einstieg Katars bei Sarkozys Lieblingsclub soll nicht die einzige Verhandlungsmasse sein. Auch der katarische Sportsender beIN Sports soll sich im Land etablieren, im Gegenzug für Platinis Stimme bei der WM-Vergabe. Das ist also die Theorie. Okay, ihr stimmt für uns und im Gegenzug investieren wir weiterhin in Frankreich. Aber es geht viel weiter. Dadurch, dass Katar zu einem wichtigen Akteur in der Welt des Sports, insbesondere in der Welt des Fußballs geworden ist, wird die Sicherheit des Landes gewährleistet. Und um das zu erreichen, ist Katar zu allem bereit. Dazu gehört eine WM zu veranstalten oder Paris Saint-Germain zu kaufen. Including getting the World Cup or getting PSG. Paris Saint-Germain wechselt tatsächlich den Besitzer. 2011, kurz nach der gewonnenen Abstimmung über die WM 2022,
kauft sich der katarische Investmentfonds Qatar Sports Invest für 130 Millionen Euro beim französischen Hauptstadtklub ein. Das Treffen im Élysée-Palast beschäftigt seit Jahren die französischen Strafermittler. Sie untersuchen, ob bei der Vergabe an Katar auch auf französischer Staatsebene geschachert wurde. Und ob Michel Platini damals überzeugt wurde, für eine WM am Golf zu stimmen, was dieser bestreitet. Fakt ist, Platini stimmt. Nee, na klar, Platini, weil er ein guter Fußballer war, hat sich natürlich gedacht, ja, Katar ist so ein super Fußballland mit so super klimatischen Bedingungen und die Menschenrechte werden da so geachtet, da gebe ich meine Stimme doch nach Katar. Ist doch ganz logisch. Das war seine Intention. Für Katar. Dazu bekannte er sich öffentlich. Der Verdacht, er soll noch 3 weitere europäische FIFA-Funktionäre dazu gebracht haben, für das Emirat zu votieren. Platini erklärte in der Vergangenheit, er habe sich nichts vorzuwerfen. Später erhält sein Sohn einen Posten bei jenem katarischen Fonds, der PSG kauft. Ach, Leute, ey. Also offensichtlicher geht's doch gar nicht. Es gibt Ermittlungen, die sich speziell auf Katar beziehen. Sie werden von einem kleinen Team französischer Polizisten geleitet, die unter enormem Druck stehen, wie man sich vorstellen kann. Der politische Druck ist groß. Auch wenn man sagen würde, Präsident Macron steht Nicolas Sarkozy nicht so nahe. Und in gewisser Weise würde er sich da nicht einmischen. Aber auf der anderen Seite hat er eine sehr enge Beziehung zu Michel Platini und hat ihn sogar öffentlich unterstützt. Dies ist sicher keine leichte Situation für die Ermittler. Bis jetzt wurde noch nichts unter den Teppich gekehrt. Aber selbst wenn dem so sein sollte, würde es irgendwann aufgedeckt. Aber wann, wissen wir nicht genau. Numero 30 du Paris Saint-Germain, Léo! Der Kauf von Paris Saint-Germain hat in der Zwischenzeit den Fußball in Europa signifikant verändert. Die Mannschaft um den Argentinier Lionel Messi ist eine Ansammlung der prominentesten Spieler der Welt. Denn für Paris gibt es keine finanziellen Grenzen. Über 1 Milliarde Euro hat Katar bisher für Spieler ausgegeben. Wie den Brasilianer Neymar oder Frankreichs Fußballer des Jahres Kylian Mbappé. Der katarische Sportkanal beIN Sports ist mittlerweile ein weltweit operierender Sender und Inhaber wichtiger TV-Rechte, etwa der Champions League und der Premier League. Dadurch hat Katar großen Einfluss und Macht im Fußballgeschäft. Denn wenn man die TV-Rechte für die großen Wettbewerbe besitzt, zum Beispiel für die Champions League, sind sie es, die den Fußball am Leben erhalten. Der Fußball braucht sie. Wenn zum Beispiel in Frankreich die Spiele auf beIN Sports gezeigt werden und beIN Sports an den Verhandlungstisch kommt und eine Geldsumme auf den Tisch legt, von der niemand zu träumen gewagt hätte und die kein anderer Sender bezahlen kann, dann hat der Sender großen Einfluss und wird sehr mächtig. Das Paradoxe ist, für die französische Liga ist PSG aus sportlicher Sicht unattraktiv, weil sie viel besser sind als die Konkurrenz. Der französische Fußball kann eigentlich nicht mit PSG leben. Aber auf der anderen Seite können sie auch nicht ohne PSG leben, denn PSG ist auch beIN Sports. Er steht beiden vor, Nasser Al-Khelaifi. Der Jugendfreund des Emirs von Katar ist Präsident von Paris Saint-Germain und Vorstandschef von beIN Sports. Der Katarer ist mittlerweile eine der einflussreichsten Personen im europäischen Fußball und sitzt an entscheidenden Positionen der Macht. Als Chef der Europäischen Clubvereinigung ECA ist er auch Mitglied im Vorstand der UEFA.
Nasser Al-Khelaifi ist jemand, der bei der UEFA eine sehr, sehr gewichtige Stimme hat. Das ist außergewöhnlich, aber das ist moderner Fußball, wie man sehen kann. Wie bei allem mit Katar geht es immer um das Gesamtbild, das interessant ist. Und das Gesamtbild ist immer größer, als man es auf den ersten Blick vermutet. Die Fußball-WM in Katar. Sie ist die politischste WM aller Zeiten. Zweimal rot unterstreichen und einkreisen. Diese Aussage. Mein Name ist Jules Boykoff. Ich bin Professor für Politikwissenschaft an der Pacific University in Oregon in den Vereinigten Staaten. PSG und Qatar Airways sind eindrucksvolle und effektive Beispiele für Sportswashing, um ein positives Bild des Landes in die Welt zu tragen. Und Katar hat vielleicht so gut wie kein anderes Land Softpower und Sportswashing zu seinem Vorteil eingesetzt. Wir werden sehen, wie es nach der WM weitergeht. Aber wenn man darüber nachdenkt, dann haben sie fast alles für ein positives Image getan. Abgesehen von der Situation der Gastarbeiter im Land. Die PR-Strategie Katars wird auch daran sichtbar, dass das Land Kritik rund um die WM immer wieder versucht zu relativieren. Und deren Organisatoren diese gezielt unterdrücken wollen. Das zeigt sein Schicksal. Abdullah Ibais, ein ehemaliger Kommunikationsdirektor des katarischen WM-Organisationskomitees. Im Oktober 2021 übergibt er dem WDR interne Chatprotokolle. Die Nachrichten geben erstmals Einblicke, wie bei den katarischen WM-Organisatoren wirklich gedacht wird und wie mit kritischer Presse umgegangen werden soll. Alles ist Teil einer Strategie. In vielen Fällen ging es nur um die PR, die nach draußen ging und wie die Welt darauf blicken würde. Wir waren dazu da, ein PR-Image zu promoten, unabhängig von den Fakten. Das WM-Organisationskomitee in Katar streitet die Vorwürfe kategorisch ab. Jetzt haben wir was ganz Neues. Sie sind in erster Linie eine Kommunikationsorganisation. Und die Chat-Protokolle unterstützen den Eindruck. Immer wieder gab es Fälle, wo das WM-Organisationskomitee kritisiert wurde, weil es Gastarbeiter nicht ausreichend schützen konnte. Es ging zuallererst darum, den Ruf des Staates und den Ruf der WM zu schützen. Und das stand über allem anderen. Verantwortlich dafür ist er, Hassan Al-Thawadi, Cheforganisator der katarischen WM. In Chatnachrichten treibt er die Mitarbeiter um Abdullah Ibais immer wieder an. Leute, wir brauchen vor allem positive Geschichten. Und er gibt Ideen gleich mit. Diese Weltmeisterschaft hat starke Verbündete in den Gewerkschaften. Sie haben den Wandel geschaffen. Oder? Die positiven Geschichten sind entscheidend und wichtig, weil sie uns die Unterstützung und den Schutz gegen jegliche Forderung, uns die WM wegzunehmen, geben. Ohne Worte einfach alles hier. Ihr merkt, ich stoppe relativ selten, ich habe relativ selten was dazu zu sagen. Es ist einfach alles ohne Worte. Und ja, ich sagte ja schon, ein oder andere sollte mal die Sachen in Ruhe gönnen und vielleicht mal darüber nachdenken. Wir wussten immer über Hassan, dass er ein Medienprofi ist. Und das WM-Organisationskomitee ist vergleichbar mit einer Werbeagentur. Das ist das, was uns Abdullah erzählt hat. Es ist nicht unbedingt ein Komitee für die Durchführung einer Weltmeisterschaft. Es soll ein Image verkaufen und in erster Linie Katar vor Kritik schützen. Und das hat Hassan hervorragend gemacht. Und die FIFA erweist sich als willfähriger Komplize Katars.
Insbesondere wenn es darum geht, Menschenrechtsverletzungen zu kaschieren und zu beschönigen, so Ibáiz. Die FIFA ist Teil des BIN-Systems. Regelmäßig verlangte man Änderungen unserer Presseantworten, sodass der Verband für Menschenrechtsverletzungen nicht verantwortlich gemacht werden konnte. Die FIFA widerspricht den Anschuldigungen von Abdullah Ibáiz nicht. Sollte es zutreffen, dass die FIFA dem Staat Katar bei dieser PR unterstützt, dabei hilft, die Menschenrechtssituation schön zu färben, dann wäre das ein handfester Skandal. Die Beziehung zwischen der FIFA und dem WM-Organisationskomitee bestand darin, sich in der Öffentlichkeitsarbeit abzusprechen. Insbesondere, wenn es um die Ausbeutung von Arbeitern ging. Der Gedanke daran ist schockierend. Wenn man zurückblickt, wie die FIFA auf Kritik an Katar für sehr lange Zeit reagiert hat, ist es naiv von uns zu glauben, dass es anders gelaufen ist. Ganz genau. Aber so sollte die FIFA nicht mit Katar umgehen. Stattdessen sollte der Verband energisch Forderungen an Katar stellen, um Dinge zu verbessern. Aber das ist nicht passiert. Auch andere haben enge Beziehungen zu Katar. David Beckham ist das Gesicht der WM im Emirat. Der ehemalige englische Nationalspieler unterschrieb einen 10-Jahres-Vertrag, der ihm angeblich rund 180 Millionen Euro einbringen soll. Als Tourismus- und Kulturbotschafter Katars betont er nun die schönen Seiten des Landes. This is perfection for me. Zur Situation der Menschenrechte in Katar hat sich Beckham bisher nie geäußert. Ja, steht wahrscheinlich auch vertraglich festgeschrieben, dass er das nicht darf. Ey. Abdullah Ibáiz zahlte dagegen einen hohen Preis. Er wurde inzwischen zu einer 3-jährigen Haftstrafe verurteilt. Im Rahmen eines Marketingauftrages wurde ihm Betrug vorgeworfen. Er beteuert seine Unschuld. Das Gerichtsverfahren in Katar nennen Menschenrechtsorganisationen unfair. Sein Geständnis erzwungen. Für Al-Tawadis Organisationskomitee bleibt Abdullah Ibáiz ein überführter Krimineller. Ein Kritiker wurde mundtot gemacht. Sport ist Politik mit anderen Mitteln. Noch eine super Aussage, die wir zweifach unterstreichen. Sport ist Politik mit anderen Mitteln. Und Sportswashing lässt uns das klar erkennen. Während das Turnier immer näher kommt, weiß ich nicht, wie irgendjemand sagen könnte, dass diese Weltmeisterschaft nicht politisch ist. Während der Vorstellung festhält, Sport-Mega-Events wie die Weltmeisterschaft und die Olympischen Spiele seien unpolitisch, der melkt mit hoher Wahrscheinlichkeit die Mega-Event-Maschinerie mit beiden Händen und kassiert beim Spektakel mit. Wir leben in einer Zeit, in der solche Mythen vom unpolitischen Sport immer tiefer in unserem Bewusstsein verankert werden sollen. Ich möchte außerdem allen Mitarbeitern, die heute mitgeholfen haben, diese Versammlung zu organisieren, beim FC Bayern München Und ich denke, da sieht man auch, dass der Herr Ott nicht gerade alleine dasteht, ne? ließ das Sponsoring durch Qatar Airways die Jahreshauptversammlung 2021 eskalieren. Es ging darum, ob sich das Sponsoring durch Katar mit den Werten des Vereins verträgt. Nee, Der Riss geht quer durch den Club, zwischen denen, die ihn führen, und den Mitgliedern. Ich gehe also da mal davon aus, dass das, was uns Katar für den nächsten Werbevertrag zahlen würde, der marktübliche Preis ist. Das bedeutet aber auch, wenn wir nicht Katar als Sponsor verpflichten, sondern denjenigen, der mit dem zweitbesten Angebot um die Ecke kommt, sollte sich der Einnahmeverlust nach den Gesetzen der Marktwirtschaft in recht überschaubarem Rahmen bewegen. Nee, du nutzt ja meine Worte.
Österreicher. 2 Sätze, dann können Sie mir das Mikro abstellen, wenn Sie wollen. Ja. Und jetzt mal ganz ehrlich, wie kann man das dann noch rechtfertigen vor seinen Mitgliedern, Alter? Wie kann man das rechtfertigen? Junge, Junge, das wird nächstes Jahr sowas von knallen, wenn das Scheiß-Dingen da nicht gekündigt wird. Letztendlich hat der FC Bayern entschieden, unseren Rat nicht zu befolgen. Wenn Sie eine Einschätzung für Öffentlichkeitsarbeit haben möchten, dann hätten Sie mit einer Kommunikationsagentur sprechen sollen und nicht mit einer Menschenrechtsorganisation. Denn wenn man das tut und unseren Ratschlägen nicht folgt, denke ich, dass es der Organisation obliegt, diesen Vorgang öffentlich zu machen. Ja, sehr gut, dass wir hier auch nochmal eine Rolle gespielt haben. Sehr, sehr gut. Ja, Leute. Hab ja schon in dem anderen Video alles gesagt, aber ich denke, diese Videos klären hier auf jeden Fall nochmal ein bisschen auf und wir gönnen uns auch noch den letzten Teil.